Es geht weiter, stets heiter zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind auf den Spuren der Geoglyphen. Und so wie es aussieht, haben wir die geheime Kammer, die Impa gesucht hat, auch schon gefunden. Bevor wir da ganz kurz runtergehen, möchte ich euch noch etwas zeigen. Wir machen sogar mal noch ein Short-Video draus oder so. Wäre übrigens mein erstes. Weil mir ist irgendwie, ich habe einen lustigen Tipp gefunden bezüglich Item-Duplizierung. Beziehungsweise es betrifft nur Materialien. Also angenommen, wir würden irgendwie, keine Ahnung, Hyrule-Tomaten vervielfältigen wollen. Wie das auf einfache Art und Weise geht und wie es quasi jeder nachmachen kann. Also, Punkt Nummer 1 ist, erst einmal, angenommen, wir nehmen jetzt hier die Hyrule-Tomaten, ist nur ein Beispiel. Mal ein paar in die Hand nehmen, die ich gerne duplizieren möchte. Wohlgemerkt, ich habe jetzt noch 15 Stück. Ich müsste nachher 19 haben, weil ich 4 Stück duplizieren will. Dazu gleich mehr. So, die 5 hier alle ablegen. Ich habe da nur eins davon abzulegen, keine Ahnung. So, ne, warte mal. Bin ja doof. So klappt das gar nicht. Entschuldigung, bin nach zurück. Macht hier mit den Äpfeln, ist besser. So, alle Äpfel. Die ablegen. So, warum? Weil es einfach die Äpfel am letzten Slot in der Materialliste. Das ist ganz, ganz wichtig, damit dieser Trick funktioniert. Es muss auf dem letzten Slot liegen. So, wir wollen uns die Äpfel jetzt duplizieren. Dazu muss ich den sogenannten Shield-Surfing-Move machen. Also Shield zücken, X und A ganz schnell und dann ins Menü zurück. So, ich bin in der Luft und muss jetzt ein Item auswählen wie das hier, wovon ich nur ein einziges habe. Das ist ganz wichtig, es darf nur eins sein, weil ich nur ein einziges habe. Also ihr könnt auch hier die Eisechsel vors Schwanz nehmen oder irgendwie das Ding hier oben. So, und jetzt nehmen wir die anderen Äpfel noch. Gehe gleich zurück ins Spiel und Link wird die Dinger, die Items, normalerweise dass ihr in der Hand behalten, damit sie halt manuell ablegen kann oder zum Kochen oder wie auch immer. Da ich aber den Shield Surfing Move mache, legt er diese ab automatisch. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Okay, das jetzt zerbricht. Ich habe natürlich den falschen Shield genommen, scheiße. So, jetzt sieht man, ich habe das Item wieder. Und aus den 4 Äpfeln wurden plötzlich 8. Krass, war. Und, so nah am Schild. Krass, das Ding gerade geschwungen ist. Okay. Das nur ganz kurz, was ich dann mal gezeigt habe. Ich lade es nochmal neu. Das war jetzt nur, damit ich es mal zeige. Vielleicht, wenn ich den jetzt mal selber noch anding, ich sage jetzt mal glitsche, für zum Beispiel für so Nanium-Teile oder Donnerbomben und sowas in der Art. Wichtiger Tipp ist aber auch, dass ihr nicht zu viele Items damit vervollständigt. Ich meine, ihr könnt theoretisch den Move, könnt einen anderen Schild nehmen, zum Beispiel so einen, und dann irgendwo weit runterspringen und während des Fluges könnt ihr diesen Move immer wieder einsetzen. Zum Duplizieren. Das wäre auch eine Option. Also statt nur einmal 4 Äpfel abzulegen, hätte ich irgendwie 8 Äpfel, 12 Äpfel, oder ihr könnt es auch hier mit den Sonanium-Dinger machen, einfach ablegen. Das würde theoretisch schon gehen, nur halt das Problem dabei ist, wenn es zu viele Items sind, die man ablegt im Flug. Ich glaube, es ist mehr als 20 oder 21 oder mehr als 20 ablegt, dann verschwinden die einfach. Respawn nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, das nur so weit mal dazu, was ich am Anfang gezeigt habe. Eben, wer ihn anwenden will, kann es, ist natürlich jedem selbst überlassen. So, wir gehen mal runter, wa? Oh, dieser Raum. Oh. Impa, auch wir sollen uns hinabbegeben, um unsere Erkundungen aus der Nähe fortzusetzen. Diese Abbildungen an den Wänden. Können das nicht die Geoglyphen sein? Was mag dies alles nur zu bedeuten haben? Ich glaube, der Abbildung ganz links in dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphen, die wir als erstes sahen. Die nächste Abbildung. An der Karte auf dem Boden müsste sie sich nahe dem Dorf der Oni wiederfinden. Auch die anderen dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen in der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ich kann es kaum fassen, dass es einen solchen Ort hinter diesen Ruinen gab.
Das heißt, dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, in ganz Hyrule-Geoglyphen auftauchten. Ich frage mich, wie sie im Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Also mein ganz ehrlich, mittlerweile wissen wir, dass Zelda offenbar durch Raum und Zeit in die Vergangenheit gelangt ist, zu einer Zeit, wo sie Sonau noch hier auf der Erdoberfläche waren, Entschuldigung, und auch die ganzen Gebäude oder Inseln, besser gesagt. Die ganzen Himmelsinseln waren noch hier auf der Erde selber. Sie hatte da irgendwie auch dann König Rauru von Sonau plus Königin Sonja getroffen, also bei der Entstehung Hyrules irgendwie mitgewirkt. Und diese Geoglyphen, ich meine, vielleicht hat sie die irgendwie hinterlassen? Mitunter halt. Dass sobald diese Ereignis hier wieder auftaucht, dass wir irgendwie Informationen erhalten, die wir brauchen. Impa, wir haben eine kleine Pause. Sorgfältig studieren, ja? Njam, 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 njam. Es ist durchaus möglich, dass wir mit ihrer Hilfe das über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren können. Die Tränen des Drachen, neuer Eintrag. Okay, das ist einfach nur dazu da. Hier Schloss Hyrule. Die Gründung Hyrule, das ist natürlich die Frage, ob Schloss Hyrule immer schon eigentlich gleich aussah wie schon immer. Kann das hier Todesberg sein? Also hier Geoglyphen, ne, die man halt so hinterlassen hat, markiert hat. Die haben irgendwie noch ein spezielles Schwert. Ein Dolch, wie auch immer. Da ist eben auch wieder Schickerstein. Das hier, ja, das sieht ja wirklich aus wie... Eigentlich das Master-Schwert, aber halt hier unten, die Klinge ist ein bisschen anders. Das ist eigentlich wie auf dem Logo von Tears of the Kingdom. Wo wir eigentlich davon ausgehen, von wegen, okay, das Schwert wird mal diesen Zustand haben, wo sie mit Sonar-Technologie vervollständigt wird oder so. Ah, hier sehen wir es noch besser. Also das Master-Schwert kombiniert mit Sonar-Technologie. Wenn dieser Effekt halt nur temporär ist, hätte ich kein Problem mit, weil das hatten wir in vergangenen Zelda-Spielen öfters. Das Master-Schwert temporär verstärkt wurde. So, das hier. Bin ich jetzt hier wieder, wo ich gerade schon mal war? Ah, könnte hinkommen, wa? Und das ist dann wohl der andere Weg nach unten. Ja, wir müssen sowieso zum Dorf der Orni. Zumindest den Weg entlang. Ja, da sind die wieder. Okay. Aus verschiedenen Gründen, sei es wieder mal für den Turm, sei es noch für ein paar Schreine, sei es wegen der Hauptstory. Da gibt es viele, viele Gründe. So. Apropos Gründe. Warum ich überhaupt jetzt hier rausgehe? Oh, ich bin lang unterwegs. Ganz oben vielleicht? Also raus aus der Höhle, aus dem ganzen Tempel. Tatsächlich bis an die Decke, krass. Das ist nice. Oh, so vielleicht ein Schild, wobei ich behalten noch, komm. Ja, da ist der Turm drüben, wo ja dieser scheiß Eisdrache ist, wo ich keinen Bock habe. Gegen den zu fighten, da unten. Okay, ist irgendwie gar nichts. Hat es hier irgendwas das Brauchbares in der Nähe oder spinne ich gerade? Wenn es Labyrinth dort gehen, wäre natürlich auch eine Option. Oh, bin schon im neuen Gebiet hier. Hä? Oder gar nicht. Andererseits fehlt mir hier auch ein Turm. Mal schnell gucken, wo der sein könnte. Ganz ruhig, Link, ganz ruhig. Oh, da vorne. Cool wäre es natürlich hier in der Nähe einen Gegenstand hätte. Also ein Objekt, was nach oben fliegt halt. Könnte natürlich auch irgendwas bauen dafür, aber mit diesen Gefährten, sage ich jetzt mal, wir haben auch schon diverse Videos dazu, wie
man leicht durch die ganze Region auch fliegen kann, manuell und so. Die Dinge will ich mir noch ein bisschen aufsparen, bis es ein Zeitpunkt, wo es, naja, einfacher wird. Auch, nein. Wo wir vor allem irgendwie dann merken, rein von der Story her, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Hat auch ein bisschen was mit Untergrund zu tun. Unter anderem. Und deswegen glaube ich, passt das, weil ich momentan noch ein bisschen darauf verzichte. Und noch eher auf die altmodische Art und Weise auf die Welt marschiere oder klettere, wie auch immer. Einfach keine Crocs, kannst du machen, was du willst. Eine richtige Kruxe ohne Crocs. Oh! Die nehmen wir trotzdem gerne mit, dankeschön. Und da ist noch eine Truhe. Da habe ich auch... Ui! Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Da habe ich auch diverse Tipps bekommen bei gewissen Gegnern, wenn man Mühe hat gegen gewisse Gegner, wie auch die Miasma-Hände und so. Einfach mal ein bisschen mehr so Elementarwaffen einsetzen. Gerade auch so Eispfeile oder Donnerpfeile sollen bei gewissen Gegnern wahre Wunder bewirken. Oh. Tomaten, war? Ja, ist auch Knollen. Da gerade, warum sollen Tomaten hier oben am Berg wachsen, ne? Also. Wäre ein bisschen unrealistisch, übrigens davon eine neue Glyphe. Soll das Master-Schwert sein? Okay. Ja gut, ich meine, vielleicht finden wir doch noch etwas in dieser Folge raus. Wenn ich jetzt angenommen zu dem Schrein da gehe, dann zum Turm da drüben. Die kommen übrigens wieder in den Untergrund. In den Untergrund um Farmen gehen. Ja, da wird dann auch noch künftige so eine Möglichkeit sein. Weil natürlich irgendwann in den nächsten, sag jetzt mal 10, 20 Folgen darum kümmern will, unsere Batterien aufzuladen. Oder zu erhöhen, besser gesagt. Weil Herzcontainer und Ausdauer bin ich dabei, Waffen auch nach und nach. Und natürlich irgendwie wieder mal auf die Jagd nach Leunen gehen für bessere Waffen. Das sieht mit der Rakete sogar, okay. Das sieht sogar natürlich gut aus. Moment. Ein bisschen falsch. Okay, geht auch nicht. Gut, das sollte ich eigentlich noch hinkriegen. Das Teil einfach irgendwie vielleicht hinlegen oder so, geht das? Ja, nach oben wäre halt cool, wa? Sag mal, wieso lässt es sich so seltsam steuern? Mond? Wieso heute rot? Nee, wa? Ich glaube mittlerweile auch, dass der irgendwie, ich glaube damals bei Breath of the Wild irgendwie alle 7 Tage wieder aktiviert wird. 5 Tage, weiß gar nicht mehr. Ja gut, ein bisschen schwierig so, wa? Ja, ich hoffe mal, es klappt auch so, nicht, dass er irgendwie explizit nach oben schießen muss. Nein! Link! Was machst du für eine Scheiße hier? Bleib oben, Kumpel, bleib oben. So. Nichts verheddert, alles gut. Dann würde man sagen, legen wir hier los.
So schon mal nicht, wa? Bis und endlich kann noch viel weiter und weg ist er. Gut, ja, wir haben dann, Dinge sagen jetzt mal, ich glaube zum Schrein selber gehe ich noch nicht, ich gehe direkt mal zum Turm da drüben. Auf dem Turm komme ich relativ easy hier hin. Und dann vom Turm aus natürlich auch so Geoglyphe und so. Das sollte klappen. So. Oh, das klappt wirklich. Oder auch nicht so ganz, wa? Weil gerade ein Ding so gesehen habe, was gerade runtergefallen ist, so ein Felsding. Ist gerade noch relativ nah hier. Wo ist er? Da unten, ja komm. Ja, die extra Ausdauer ist echt Gold wert. Dabei habe ich aktuell nur ein bisschen extra Ausdauer. So, wenn wir uns umgucken, kann ich von hier aus irgendwas easy erreichen, den da oben nicht. Den drüben auch nicht, oben auch, war ich schon mal. Ich könnte ja jetzt wieder ein Ding anziehen. Moment. Da ist ein richtiger Abgrund. War so Zugang zum Abgrund. Okay. Was ich auch noch coole Info bekommen habe, können wir ganz kurz mal testen, ob das überhaupt stimmt. Ja, stimmt wohl, wa? Und zwar diese Wurzeln. Seht ihr das? Die Wurzeln sind immer in derselben Position wie oben auf der Oberfläche ein Schrein ist. Sprich, so können wir eigentlich relativ cool auch nachher abschätzen, wo eigentlich im Untergrund nächste Schrein, beziehungsweise nicht Schrein, sondern halt die Wurzel vor allem sein soll. In dem Fall zum Beispiel jetzt hier oben müsste eine sein. Das nur mal so by the way erwähnt. Okay, das sieht faszinierend aus. Ich nutze mal die extra Ausdauer, die ich habe. Hä? Da einfliegen oder was? Okay.
Also vielleicht draufbauen wäre auch eine Option. Aber da habe ich mich dezent getäuscht. Okay, mal gucken. Ich habe noch den Billigbogen ausgerüstet. Ja, mein Verbrauch eigentlich mehr oder weniger. Weil ich dachte, ja, kann man so ein paar Billo-Dinger hast, die willst du dann noch loswerden. Klug ist natürlich was anderes. Warte mal, ich habe hier die Keltenhose an, brauche ich aber gar nicht. Okidoki. Neue Ruinen. Sieht bis anhin relativ friedlich aus. Hat ein bisschen was vom Dekowald. Der Krockwald, Wald der Crocs, irgendwie so. Okay. Schön, schön. Schön komisch vor allem. Da ist nochmal ein guter alter Kumpel, ein Krog-Kumpel. Die Frage ist, wo soll ich den hin platzieren? Ah, so. Da rein. Ich nehme an, muss so passieren, wa? Dankeschön. Wenn wir das nächste Mal zurück im Spähposten sind, können wir mit einem Maronus fangen, wo uns ein bisschen was upgraden kann. Der Turm. Mhm. Wir haben auch einen guten alten Kumpel. Kennen ihn zwar nicht, aber egal. Er kennt uns dafür. Koch muss aktuell auch nichts, noch genug. Hey, ja, hier drüben. Jo. Man kann nicht alles allein machen. Okay. Ich bin aber nicht von denen. Entschuldigung. Ich verstehe. Noch immer keine Hilfe, okay. Wir können uns mal um den Turm kümmern, wa? Oh, der nächste Ornis hier. Sind eigentlich die Ornis die beauftragen die Türme mittlerweile, oder wie? Oder wie, oder was? Du kannst den gar nicht nutzen. Die Wartung ist schwieriger als gedacht. Was gibt's? Mich in Gang bringen. Kartografieturm selbst kaputt gegangen ist. Ach, deswegen die Dinger, war damit er da hochgeht oder was? Ich weiß nicht, soll ich damit da hochschießen lassen oder was? Ja, komm, erstmal gucken. Wir haben ja das Ding. Oh, auf den Deckensprung. Ich war schon kurz davor, wieder irgendwie eine Rakete rauszuholen. Oh, auf dem Muser sogar. Aber warum? Komme ich da sonst nicht hin? Warte mal. Könnte schwierig werden, wa? Okay, gut. Wenn das Spiel uns einen Hinweis darauf gibt, hey, kombinier mich. Machen wir das natürlich auch. Man kann es auch hier drin machen. Ne, eigentlich unlogisch, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich unlogisch. So. Hä? Ist hier oben Gegner? Sind aber ziemlich weit oben. Lecco mio. Hä?
Jetzt hat es da unten Konstrukte. Wieso steckt hier so etwas drin? Kein Wunder geht er nicht. Der blockiert das ja. Krass. So, da haben wir wieder irgendwelche. Okay, gut. Den Bogen brauche ich mal nicht. Jetzt überall diese Raketendinger drauf. Hoffen wir 3 Stück, war. Ich hätte sonst gesagt, dass ich einfach mal. Reicht denn sonst nicht mehr? Scheiße, okay, gut. Er geht trotzdem mal einfach vor, mache auf die mal schnell Patt. Guter Job, Link, guter Job. Ups. Entschuldigung, mein Fehler, ich bin gehüpst, da hat er mich natürlich gesehen. So. Jetzt das Spiel vorhin schon mal, weil ich muss aber nach oben. Und ihr könnt das Teil auch in den Shield dran kleben, ne? Geht ja auch. So, jetzt müsste ich eigentlich nebst dem Turm irgendwo sein, damit er das Teil einfach wegnehmen kann, wa? Kann ich direkt da runterlanden? Geht das? Okay. Wir können ihn sogar wieder zumachen. Okay. So. Müsste gehen. Kumpeloni, müsste da gehen. Und nichts gemacht, oh Mann. Ja, das war hier oben, wo alles ein bisschen verstopft und so. Jo, tschüssi. Ein neuer Kartografieturm. Da kommt wirklich ein Drache entgegen. Aber schon ein Feuerdrache zu sein. Scanning, Scanning. Lesedaten, Lesedaten. Schicke Daten, schicke Daten. Und empfange Daten. Der Wald von Hyrule. Ja, der ist ja auch hier. Sehr gut. Da noch ein paar Inseln. Das gefällt mir genauso gut. Wir kommen da sogar noch relativ easy hin. An einer anderen Folge, würde ich sagen. Nicht jetzt. So. Da unten gerade irgendwie einen Drachen gesehen, oder? War der jetzt? Da war er, aber.
Einfach mal gucken, was überhaupt für ein Drache ist. Ob wir überhaupt einen Drachen landen können hier. Das ist dieser graue Drache. Oh, scheint Feuer und Flamme für uns zu sein. Also auf die Land ist nicht so gut, was sagst du? Natürlich. Fanggefahr, der Typ ist zu heiß. Ich könnte natürlich auf ihn schießen, ne? Da war eigentlich immer eine gute, eine gute Idee. Aua. Oh, super. Der nächste Gegner. Eldrahorn. Servus. Ich hau dir auf den Arsch. Au. Doch nicht so. Jetzt bricht der Shield auch gleich noch. Ich nehme eine andere Waffe. Ja. Du warst ein böser Junge. Ein Moblin-Herz. Übrigens, Junge, das ist der zweite. Ja, man kann die Drachen im Prinzip abknallen und dann so von ihm Items kriegen. Ob es noch eine andere Variante gibt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Vermutlich aber schon. So, der Wald von Hyrule. Lang ist es her. Das Gebiet natürlich auch. Das sind ein paar Wolfies. Das ist aber nicht... Das ist der Todesberg, das ist nicht der Wald. Okay, wisst ihr was? Wir fliegen nochmal ein paar Runden. Einmal drüber zum Schrein. Einen Untergrund will ich noch nicht tatsächlich, da sparen wir uns noch für ein anderes Mal auf. Wenn es auch storytechnisch wieder relevant wird. Auch irgendwie ein bisschen mehr Defense. Ist ein Moblin und so. Gut, es war ein Blau oder sogar ein Schwarz, also die ziehen natürlich schon Schaden ab. Und da ist er der Drache. Immer noch, der Feuerdrache. Und gibt es die zumindest auch wieder. Also auch die normalen Elementdrachen gibt es wieder. Schön, schön. Hey, ist der Wald, also müssen wir eigentlich rumdrehen. Oh nein, das ist wieder so eine Prüfung. Oh nein, das ist wieder sowas. Obwohl andererseits wäre natürlich cool, weil dann können wir vielleicht noch in das nächste Set-Teil bekommen dann vielleicht, weil das, was ich jetzt aktuell anhabe, das Ding hier, das Aero-Harnisch habe ich auch bei sowas bekommen. Also eine Konstruktion. Da gibt es vielleicht einen Orni, aber okay. Ja, vielleicht gibt es im Orn ja eher so Kältesätze, macht irgendwie vielleicht mehr Sinn. So. Was ist denn das hier? Hä? Wo ist es, was ich gerade markiert habe? Da unten.
Also wir kommen relativ easy hier hin, das heißt, wir gehen jetzt mal dahin erstmal. Kann ich sonst verpassen. Da rüben sieht aber fast ein anderen Turm aus. Außer wir können natürlich länger fliegen. Schrägstrich gleiten. Eine Art von Borgkubus. Und jetzt ist wieder einer der Orte. Ach nö, wieder einer von denen. Oder auch nicht. Achtung, Drache da unten. Das können Kopfschmerzen geben. Wieso ist das Teil abgebrochen? Das wäre wieder irgendwie so ein Schreinmäßig irgendwas, wo wir schon mal hatten. Oh, Blick darüber. Wo wir schon mal hatten, dass... was hast du schon gemacht? Kannst du noch sagen? Irgendwie nicht mehr, wa? Ne, komm, mir geht's zum Schrein hier. Es war sowas, dass... der Drache fliegt in das Ding da rein? Der fliegt in den Untergrund. Okay. Jetzt steckt er fest oder was? Ne, er fliegt weiter. Warum fliegt der in den Untergrund? Was macht ein Drache da unten? Auf alle Fälle, da hat er eben so eine Plattform da oben, wo wir schon mal hatten, wo irgendwie so ein Text stand, den wir nicht übersetzen konnten. So, wir fliegen noch gegen die Windrichtung. Tja, diese Drachen, ey. Fliegen die Miasma-Löcher ein, okay. Und nachher wieder als Miasma-Drache zurückkehrt, oder was? Oh Mann, oh Mann. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr vorhin und sehe, dass die Folge schon weiß. Das heißt, wir würden uns ansonsten... ansonsten um die... Das eine Aero-Kleidungsstück, was wir hoffentlich bekommen. Nächste Folge drum kümmern, also in der nächsten Folge nochmal hochgehe. Wenn das gemacht ist, ich meine, klar, ich kann noch gucken, wo dieses Teil hingeflogen ist, also abgebrochen ist, müsste vielleicht auch hier gelandet sein. Kann sogar hinkommen. Nee. Also eigentlich müsste es hier unten gelandet sein. Hä, da ist also ein Untergrund ich frage nicht mehr, warum auch. Wir können so ein Wald von Hyrule, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Und ich habe das Gefühl, dass dort alles voller Miasma ist. Auch noch. Obwohl wir schon hier so ein fettes Miasma-Loch haben. Das heißt, wir würden eigentlich eher wieder irgendwie zum Stall gehen, um uns noch aufzufrischen nochmal. Vielleicht so gehen wir hier hin. Das sind die Miasma-Hände. Und dann hier entlang, ja, wo wir eigentlich ursprünglich her sollten. Aber wir haben hier noch eine Glyphe gesehen und die würden halt auch gerne machen. Also nächste Folge zuerst, ich schätze mal hier den Schrei machen, weil jetzt reicht es nicht mehr lange, quasi. Dann den Himmel hoch, gucken, ob wir nochmal so ein Aero-Ding bekommen. Alter, das ist stockfinster hier. Licht im Dunkeln. Stockfinster. Gut, ich meine, ich könnte natürlich auch theoretisch was an ein Schild dran heften. So eine Funke vor ein Schild dran. Wo mache ich nicht? Ja gut, wir werden sehen, was in der nächsten Folge machen. Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es geht hoffentlich spannend weiter. Bye bye.